Allerhand Ängst von der Lina Sommer. Wir haben einmal ein Kindermädchen gehabt, das hat mit aller Gewalt reich werden wollen, und zwar auf andere Leute her Kosten. Am schönen Morgen hat sie uns erzählt: „Ihr liebe Kinder, jetzt habe ich schon 3 Nächte nacheinander die Nummer 777 im Traum gehört. Ich glaub, es ist mein guter Geist, der wo sie mir verraten hat. Ich mein, ich sollte einmal in der Lotterie spielen und mein Glück probieren und auf die Nummer 777 setzen. Geben wir halt jedes von euch außer im Sparkessel ein Gulden, und wenn ich gewinn, dann teilen wir ehrlich nach dem Sprichel, ib immer Treu und Redlichkeit. Der Haupttreffer sind 40.000 Gulden und der niedrigste sind 10 Gulden. Wann ich also das große Los gewinn, dann krieg ich 20.000 Gulden und er kriegen 20.000 Gulden. Da fallen auf jeden Kopf von euch 4 Kinder 5.000 Gulden. Das kann man sich doch gefallen lassen, oder vielleicht nicht? Und wenn ich das niedrigste gewinne, dann krieg ich 5 Gulden und jedes von euch kriegt 1 Gulden und 15 Kreuzer. Dann hätten als noch 15 Kreuzer verdient. Unser Bruder, er war ein rechter Profitmichel, hat das Ding eingeleicht. Und er hat also heimlich aus seinem Sparkessel ein Gulden spendiert, und mehr 3 Mädchen haben's genauso gemacht. Jetzt haben wir nur noch 4 Wochen bis zur Erziehung, hat unsere Christine konstatiert, und ihr rundes, rotes Gesicht hat nur so gestrahlt vor lauter Pläsier. Anders war's mit uns Kindern. Lieber Himmel, haben wir uns gedenkt, was fangen wir mit dem vielen Geld an? Wo tun wir's versteckle, dass der Papa nichts davon merkt? Wir haben ja gewusst, dass er das Lotteriespiel in Grund und Boden verdammt. Ich hab alle Abend gebet: Ach, lieber Gott im Himmel, du kannst ja alles, mach doch, dass die Christine das große Los nicht gewinnt. Und ich bin voll überzeugt, meine Geschwister haben's grad so gemacht. Je näher es auf die Ziehung zugegangen ist, desto gedrückter waren wir alle 4, und am schönen Tag sagt die Mama zum Papa: Da guck mal, wie die Kinder aussehen, wie die deiner Zeit. Gleich morgen muss der Doktor her. Der Doktor ist also gekommen und hat uns warm Samen verschrieben. Jeden Abend und morgen ein Kaffeelöffelchen voll in Latwurst zu nehmen. Zu allem anderen auch noch das mal leer. Der große Tag ist also angebrochen. Strahlend wie eine junge Braut am Hochzeitsmorgen ist die Christine aus ihrer Kammer gekommen, und mehr Kinder haben nicht das Herz gehabt, von der Schule heimzugehen. Da sehen wir sie, langsam und beducht, wie wenn sie die Hinkelsbrot weggefressen hätten, und mit dem Gesicht so lang wie am Jämmerlestag die Gasse runterkommen. Ein Jubelschrei aus 4 Kehlen. Es Vaterland war wieder einmal gerettet. Lina Sommer.